Dann hätten wir noch Phoenix Wright, der ist 33, Pianist in Boschpott. Hoffentlich muss ich das nicht so oft sagen hier. Boschpott Restaurant. Bosch. Kalten Pott mit Bosch. Boschpott. Bosch. Mehr Bosch. Boschpott. Bosch. Boschpott. Heiße Borscht. Normale Gast, nur Würgen von Borscht. Guten Tag, ihr Leid. Die Sitzung ist eröffnet. Oder wie das heißt. Wir spielen heute nicht dieses, doch dieses Ace Attorney Apollo Justice. Sorry, ich musste nachlesen. Nicht für den DS, das ist die Version für den DS. Wir spielen die zweite Trilogy, die sie rausgebracht haben. Apollo Justice ist der 4. Teil in der Ace Attorney-Reihe. Warum spielen wir den 4. Teil und nicht den 1.? Weil ich den 4. Teil gut finde und weil der 4. Teil auch ein Neuanfang ist, ein versuchter, mit Apollo Justice anstatt Phoenix Wright, der deutlich bekannter ist. Er ist nicht so beliebt, im Internet kriegt man so mit, allerdings, ich finde, das ist ein gutes Spiel und ich mag auch Apollo Justice gerne und ja, deshalb, was ist das überhaupt? Kurze Erklärung, das ist eine Visual Novel Gerichtssimulations-Adventure. Das trifft es, glaube ich, relativ gut. Es gibt also viel zu lesen, es gibt viel zu lachen, es gibt viel zu rätseln und es gibt dann auch irgendwann, im zweiten Fall zumindest, viel zu klicken. Und so werden wir das machen, oder? Den ersten Fall werde ich auf jeden Fall noch spielen. Den zweiten habe ich eigentlich auch vorzuspielen. Aber dann muss man mal gucken, ob ich dann weiter Videos mache und die hier, ich werde weiterspielen, aber ob ich dann Videos dazu produziere, weiß ich nicht. Muss man mal gucken. Falls es euch aber gefällt irgendwie, schreibt's in die Kommentare oder wie das heißt. Ey, sorry, normalerweise sage ich so, hier, lasst ein Like da, bimmelt die Glocke, schreibt Kommentare. Sag ich nicht, weil mich das selbst nervt in Videos. Aber, naja, sagen wir es mal so, wenn ihr auch noch den 3. oder 4. Fall oder sowas sehen wollt, dann gebt laut. Wie bei so einem Hund. Gib laut, wenn es dir gefällt. Mach die Totmannstellung. Ja, okay, ist gut. Sitzung ist hiermit eröffnet. Ich übergebe das Wort an den Angeklagten. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Zack. Oh. Sorry, ich habe hier nur einen richtigen Hammer und Untersetzer. Zum Glück ist das gerade nicht kaputt gegangen. Okay, gleich geht's los. Bis dahin schmeiße ich mich ein bisschen in meine Strafverteidiger-Kleidung. Okay. Bis gleich. Episode 1. Der Trumpfwandel. Busch. Was ist denn das für ein staubiges Ding, wenn da Spinnennetze mit Spinne sind? Hosen runter. 3 Könige, 3 Sieg. Oh, der hat ein Full House. Sie haben verloren. Au, so ein Werwolf. Ay, caramba! Ich übersetze mal etwas frei. Tja. Scheint so, als hätte ich da ein kleines Problem. Ja, so etwas in der Art. Tot. Jemand hat ihm kräftig eine übergezogen. Ich bitte dich. Die Polizei sollte jede Minute hier sein. Mein Schicksal liegt in deinen Händen, sollte es drauf ankommen. »20. April, 9:37 Uhr, Bezirksgericht, Angeklagtenzimmer Nummer 3. Herzrasen, feuchte Hände. Ich bin tatsächlich nervös. Guten Morgen. Ding. Guten Morgen, Herr... Gavin? Gavin, ich nenne ihn mal Gavin. Du wirkst angespannt, Justice. Geradezu verkrampft. Verkrampft? Nein, ich bin total entspannt. Ich bin okay. Dieser schrille Lärm. Ist das deine Stimme? Naja, war nicht anders zu erwarten.
Dein erster Prozess und dann gleich Mord. Kleiner Anfang gibt's bei Justice nicht, was? Ich bin okay. Bin für mein Stimmbänder aus Stahltraining um 5 Uhr aufgestanden. Ich bin okay. Ah, daher weht der Wind. Ich hab mich schon gewundert, wo dieser metallische Unterton in deinen Krächzen herkommt. Ja, hab's mal wieder übertrieben. Wie du weißt, ist dein Mandant ein guter Freund von mir. Ich würde ihn ungern im Stich lassen, wenn du verstehst, worauf ich hinaus will. Jawohl, verstanden, gar kein Zweifel. Zufälligerweise war ich in der Mordnacht mit ihm zum Essen verabredet. Wir dürfen diesen Fall nicht verlieren. Ja, jawohl, ich bin okay. Ah, noch etwas. Sag nicht so oft, dass du okay bist. Man könnte das auch falsch verstehen. Ja. Ich werde dann mit der Vorbereitung unseres Falles beginnen. Du solltest dich erst einmal dem Mandanten vorstellen. Gute Idee. Mein Name ist Apollo Justice. Für alle, die es noch nicht wissen, ich bin ein frisch gebackener Anwalt. Und heute beginnt mein erster Prozess. Na, nicht, dass ich Angst hätte oder so. Der Angeklagte wird des Mordes beschuldigt. Mein Chef will seine Unschuld beweisen, genau wie ich. Ich meine, er kann es einfach nicht gewesen sein. Nicht er, auf gar keinen Fall. Ring. Ich weiß gar nicht, dass er schwarze Augen hat. Ja. Hä? Guten Morgen. Hm? Moin. Heute kommt es einzig und allein auf dich an. Erster Prozess, nervös. Ihn treffen, Herzstillstand. Wahrscheinlich sollte ich etwas sagen. Hilfe? Du bist also, okay, ich bin okay. Ja, okay, also? Ja, ich erinnere mich. Du hattest einen seltsamen Namen. Na, das fängt ja toll an. Sind Sie sicher, dass alles okay ist? Ich meine mit mir. Herr Gavin ist ein fantastischer Verteidiger. Und dazu noch Ihr Freund. Also weshalb... Du wirst schon sehen. Hä? Du schaffst das schon. Keine Angst. Tut mir wirklich leid, was Ihnen da passiert ist. Ich meine... Es wird Zeit. Können wir? Jawohl. Okay, auf geht's. Erster Fall. Okay, ich muss mich konzentrieren. Ja, muss ich. Ich habe nicht vor, mich hier online zum Deppen zu machen, aber es wird wohl nicht anders sein, weil, ja. Erster Prozess. Hier kommt Justice. 20. April, 10 Uhr. Bezirksgericht. Gerichtssaal Nummer 2. Die Sitzung ist eröffnet. Die Anklage ist bereit, Euer Ehren. Die Verteidigung ist, okay. Ich meine, bereit, Euer Ehren. Ah, Mann, habt einen Blackout. Keine Panik. Zu spät. Ihr Name war, Herr Justice? Und das ist Ihr erster Prozess? Ja, Euer Ehren. Aber ich bin okay. Wirklich. Sind Sie sicher? Ihre Stimme hört sich etwas überreizt an. Herr Gavin? Ja, Euer Ehren? Ich ging davon aus, dass Sie die Verteidigung übernehmen würden. Das hatte ich eigentlich vor, in der Tat. Allerdings... Ein Verteidiger solle sich stets nach den Wünschen seines Mandanten richten. Und mein Mandant bestand ausdrücklich auf Herrn Justice. Hofft er etwa auf Anfängerglück? Diesen Fall solch einem Grünschnabel anzuvertrauen? Warum bloß? Sie sind, ohne Übertreibung, gewiss der beste Verteidiger der Stadt, Herr Gavin. Okay, Gavin ist vielleicht erfahrener, aber hat er auch Stimmbänder aus Stahl? Fangen wir also an. Der Angeklagte möge den Gerichtssaal betreten. Da ist er. Das ist allerdings eine bedauerliche Wendung. Äußerst bedauerlich, dass wir uns unter diesen Umständen wiedersehen. Lange nicht gesehen, Herr Wright. Lassen wir die Vergangenheit ruhen, einverstanden? Heute bin ich einfach nur noch Phoenix Wright, Barpianist. Herr Wright, wie konnte es so weit kommen? Reden wir also nicht mehr davon.
Wenn die Anklage dann so freundlich wäre, ihre Vorwürfe auszuführen, Herr Payne? Welch Ehre, nach ihrem ersten Auftritt als Anwalt auch ihre Verurteilung mitzuerleben. Ah, Winston Payne. Subtilität war schon immer ihre große Stärke. Ach, schön. Ja, das Verbrechen ereignete sich im Borscht Pot, einem russischen Restaurant. Der Angeklagte Phoenix Wright nahm sich das Opfer, einen Gast des Lokals, und schlug es, bam, auf den Schädel. Zack, das Opfer war sofort tot. Ein Restaurantgast, sagen Sie? Und der Angeklagte war, was sagten Sie noch? Ja, so wie es scheint, der Pianist des Restaurants. Phoenix Wright, ein Pianist? Dies ist die Waffe, die das Opfer niederstreckte. Eine Flasche Traubensaft. Könnte das nicht auch Wein gewesen sein? Traubensaft ist anscheinend das Lieblingsgetränk unseres Angeklagten. Achso. Das Gericht akzeptiert die tödliche Flasche als Beweis. Tödliche Flasche zur Gerichtsakte hinzugefügt. So, das solltest du dir merken, Justice. In der Gerichtsakte werden sämtliche Beweisstücke aufgeführt. Mach es dir zur Gewohnheit, regelmäßig hineinzuschauen. Die Gerichtsakte, genau. Hab davon gehört. Mit rechter Button kannst du dir die bisherigen Beweise ansehen. Ich bin zuversichtlich, dass du das hinbekommst. Ah, guck, hä? Klappt super. Ja, kriegen wir schon hin. Also, wir fangen mal an. Die Anwaltsmarke. Wie lange ich darauf gewartet habe. Sobald ich sie trage, fühle ich mich so bereit. Und so okay wahrscheinlich auch. So. Smiths Autopsiebericht. Der Tote trat gegen 2 Uhr am 17. April ein. Ursache war ein Schlag gegen die Stirn. Das können wir uns das Ganze auch mal angucken. Name des Opfers: Shady Smith. Männlich. Alter unbekannt. Geschätzter Todeszeitpunkt 17. April zwischen 1:45 Uhr und 2:15 Uhr. Todesursache: Gehirnblutung, ausgelöst durch Schlag gegen Stirn. So, gucken wir uns das dann noch an. Oh, geil, kann man das wieder drehen. Oh, guck mal hier. 929XX3. Da ist eine Nummer auf der Rückseite der Marke eingraviert. Es gibt viele solcher Nummern, aber diese hier ist meine. Die beweist, dass ich Anwalt bin. Was ist denn Rückblick? Ah, da kann ich... Okay, alles klar. Ich habe immer so ein warmes Gefühl im Bauch, wenn ich sie ansehe. Ehrlich. Ah, okay. Ich kann auch reinzoomen. Wahnsinn, oder? Die moderne Technik. Ich gehe kaputt. Was haben wir denn sonst noch? Tatortfoto Nummer 1. Das Untergeschoss vom Borscht Pot. Gucken wir uns natürlich an. Okay. Mir mit meinem geübten Blick fällt sofort auf, dass dem seine Karten mit dem Rücken nach oben liegen. Der hatte doch drei... Oh, da stimmt was nicht. Oh, ich sehe es gerade. Also sofern die Vorschau stimmt, irgendeiner hatte 3 Könige und der andere hatte ein Full House. Also 3 Karten und 2 Asse. Das muss er sein. Aber dann, wieso liegen da auch 2 Asse? Interessant. Okay, es sind schon ein paar Dinger, die mir auffallen. Ist ja Wahnsinn. Tödliche Flasche, die Mordwaffe. Eine Flasche Traubensaft trägt Herrn Wrights Fingerabdrücke. Gucken wir uns natürlich an. Ja, wunderschön. Okay, den Deckel hat sie auch. Hineinzoomen, herauszoomen. Ja, keine Ahnung. Ist halt Traubensaft, ne? So. Dann können wir noch mal gucken. Christoph Gavin, Alter 32, Chef der Kanzlei Gavin, ein erstklassiger Verteidiger und mein geschätzter Mentor. Dann hätten wir noch Phoenix Wright, der ist 33, Pianist im Borscht Pot. Hoffentlich muss ich das nicht so oft sagen hier. Ehemaliger Staranwalt. Shady Smith, das Opfer, ein Reisender, erst seit kurzem wieder im Lande. Und Winston Payne, der Staatsanwalt, verfügt trotz langjähriger Erfahrung über keinerlei Ausstrahlung. So, also, der Christoph Gavin, der ist zuversichtlich, dass ich das hinbekomme. Ja, okay, einfach rechter Button benutzen. Das muss ich gleich mal ausprobieren. Nee, machen wir jetzt nicht. Habe ich gerade getan. Okay. Nun gut, das Opfer war also ein Gast dieses Restaurants, dessen Name ich hoffentlich nicht so oft sagen muss. Wer war dieser Shady Smith? Nochmal. Ein Reisender, euer Ehren. Ein Reisender. Ja?
Seine Pass zufolge hat er sich mehrere Jahre lang im Ausland aufgehalten. Er war erst seit kurzem wieder im Lande. Sein Wohnort ist allerdings unbekannt. Besteht denn irgendeine Verbindung zum Angeklagten? Das ist nach momentaner Sachlage noch unklar, Euer Ehren. Wir glauben, Sie haben sich in der Tatnacht im Boschpott zum ersten Mal gesehen. Wenn Sie sich gerade zum ersten Mal begegnet sind, warum dann der Mord? Hat sich das Opfer vielleicht über die Klavierkünste des Angeklagten lustig gemacht? Das scheint wohl nicht der Fall gewesen zu sein. Nein, das Motiv hatte nichts mit dem mangelnden Können des Angeklagten zu tun. Zumindest nicht, was sein Klavierspiel angeht. Dieses Foto wird uns weiterhelfen. Das habe ich doch schon gesehen. Okay. Offensichtlich fand am Tatort eine Partie Poker statt. Sekunde mal! Ist Poker nicht ein Glücksspiel? Das an sich ist ja schon eine Straftat. Ernsthaft? In der Tat. Allem Anschein nach ist unser Angeklagter zu einem gewöhnlichen Kriminellen geworden. Einspruch, genau. Es stimmt, dass der Angeklagte mit dem Opfer eine Partie Poker spielte. Das war aber auch alles. Einfach nur ein Spiel, ein Duell, Euer Ehren. Ein Duell? Ja, ein Kräftemessen des Verstandes, ein stiller Kampf der Leidenschaften. Nur die Karten, ihre Rücken in blaue Flammen gehüllt, kannten den Ausgang. Wie bitte? Moment, ihre Rücken in blaue Flammen gehüllt. Ich bin schon wieder voll im Spiel. Ich habe das jetzt... Das ist gar nicht mal so lange her. Es kam letztens Jahr eins für Switch raus, was so im alten Japan oder irgendwie sowas spielt. Das habe ich angefangen zu spielen, aber ich glaube nur den ersten Fall oder so. Egal, ich bin wieder voll im Ding. Woher weiß der, dass die Rücken der Karten blau waren? Ich meine, das ist ein Schwarz-Weiß-Foto. Achso, wie bitte? Die Karten auf dem Tisch hatten blaue Rückseiten, Euer Ehren. Die Verteidigung versucht, mit diesen poetischen Anwandlungen die Anwesenden zu verwirren und Frauen zu beeindrucken. Und damit steht Punkt 1 der Tagesordnung fest. Wir müssen so viel wie möglich über diese verhängnisvolle Partie herausfinden. Klack. Also gut, Angeklagter. Wir haben dem Gericht Rede und Antwort zu dem Pokerduell der Tatnacht zu stehen. Mit Vergnügen. Mein erster Fall. Endlich geht's los. So, Verhör. Zeugenaussage. Das Duell. Ich bin zwar Barpianist, aber im Grunde genommen kann ich gar nicht spielen. Fängt ja schon mal gut an. Mein Job ist es eigentlich, mit interessierten Gästen Poker zu spielen. Das Spielzimmer und die Duelle, die dort stattfinden, sind unsere Hauptattraktion. Die Regeln sind einfach. Wir spielen eine Runde Poker mit 2 Kartenspielen. Das ist alles. Ein Spiel. Und unseren Gästen gefällt's. Okay. Ein Pianist, der nicht Klavier spielen kann? Besser als ein Verteidiger, der nicht verteidigen kann. Nun gut, die Verteidigung kann mit dem Kreuzverhör beginnen. Der stottert genauso wie ich. Okay, Euer Ehren. Mein erstes Kreuzverhör, versaus bloß nicht. Alles in Ordnung? Hier steht die Angst ins Gesicht geschrieben. Angst? Geschrieben? Wo? Das ist eine Redewendung, Justice. Außerdem klingst du angespannt und überreizt. Genau so fühlt sich gerade meine Birne an. Du hast doch schon viele meiner Kreuzverhöre miterlebt. Aber selbst hast du noch keins geleitet, oder? Lust auf eine kleine Auffrischung? Ja, was nun? Soll ich Herrn Gavin um eine Auffrischung in Sachen Kreuzverhör bitten? Ja, komm, machen wir, oder? Also ich habe so eine ungefähre Ahnung, wie es geht. Erstmal das komplette Ding, erstmal nachfragen und dann irgendwie Problemchen finden. Aber okay, wir machen eine Auffrischung. Lieber auf Nummer sicher gehen, vor allem da das Spiel gerade erst begonnen hat. Ist das jetzt ein Fourth Wall Break oder ja, egal. Ja. Seid mein Lehrmeister, ich bin unwissend. In der Tat. Du musst jederzeit die Gerichtsakte und die Zeugenaussage im Blick haben. Suche nach einem Widerspruch zwischen den Aussagen und der Gerichtsakte. Hast du einen solchen Widerspruch entdeckt? Dann präsentierst du das dazugehörige Beweisstück aus der Gerichtsakte mit dem rechten Button. Aber mir kam bei der Aussage eben gar nicht seltsam vor. Das ist ein guter Anhaltspunkt dafür, dass du beim Zeugen mit linker Button öfter nachhaken solltest. Bei ihm nachhaken? Okay.
Er ist eine Legende, aber lass dich nicht abhalten. Hol dir mehr Informationen. Ja, aber Herr Wright ist doch mein Mandant. Ja und? Schaffst du das? Ja, vielen Dank, Herr Gavin. Sorry, ich musste gerade was trinken. Ich denke, ich schaffe das. Das solltest du besser auch, ansonsten hätten wir ein Problem. Präge es dir gut ein. Suche nach Widersprüchen und Lügen in den Aussagen und weise das Gericht darauf hin. So funktionieren Kreuzverhöre. Lerne es, behalte es, tu es. Mach mit, mach's nach, mach's besser. Widersprüche? Lügen? Phoenix Wright? Unmöglich. Phoenix Wright würde niemals lügen und genau das muss ich beweisen. Die Verteidigung kann mit dem Kreuzverhör beginnen. Okay. Kreuzverhör. Also, wie gesagt. Wir fangen an, erstmal nachhaken. Ganz wichtig, erstmal alles nachhaken. Ich bin zwar Barpianist, aber im Grunde genommen kann ich gar nicht spielen. Moment mal! Moment mal, genau. Sie können eigentlich gar nicht spielen? Oh, manchmal spiele ich schon, wenn ein Gast darum bittet. Dann spiele ich ihm einen Song. Das reicht meistens. Ja, dann kenne ich. Ist das jetzt eine Art anzugeben oder der Pianist ist reine Fassade? Nur um nach außen ein gutes Bild abzugeben. Und was ist Ihre wirkliche Aufgabe im Borscht-Spott? Ich mag das nicht. So, mein Job ist es eigentlich, mit interessierten Gästen Poker zu spielen. Moment mal! Sie werden einfach nur fürs Pokerspielen bezahlt? Ja, scheint fast so, oder? Immerhin bin ich ein Profi. Höre ich da etwas stolz heraus? Schwer vorstellbar, zumindest für einen ehrlichen, fleißigen Bürger wie mich. Tja, Ihre Vorstellungskraft ließ schon immer etwas zu wünschen übrig, Winston. Was? Seit 7 Jahren spiele ich in diesem kleinen Zimmer Poker. Und ich habe ein einziges Mal verloren. Nicht schlecht. Verstehen Sie jetzt, weshalb die Gäste zu uns kommen? Besiegt den unschlagbaren Poker-Champion. Ist ein echter Bringer. Ich bin ein echter Bringer. Sie haben noch nie verloren? Kein einziges Mal? Wie ich schon sagte, ich bin ein Profi. Er hat seit 7 Jahren kein einziges Pokerspiel verloren. Okay, er spielt vielleicht jede Nacht Poker. Theoretisch. Aber hat er denn jede Nacht Leute da? Also hat er vielleicht seit 7 Jahren nur ein Spiel gespielt und das hat er gewonnen? Ist das wirklich möglich? Ja, frage ich mich auch gerade. Das Spielzimmer und die Duelle, die dort stattfinden, sind unsere Hauptattraktion. Nachfragen? Moment mal! Das Zimmer auf dem Foto vom Tatort, ist das eine Attraktion? Ja, hat eine ganze Menge mitgemacht, das gute Stück. Der Borscht-Spott war früher ein Treffpunkt für Schwarzhändler. Schwarzhändler? Ja, alles lang vorbei. Sowas wie ein Schwarzmarkt gibt's heute nur noch im Film. Ja, klar, dass da unterm Tisch jede Menge krumme Geschäfte liefen. Und alles in genau dem Zimmer. Qualmige Luft und Ganoven. Wissen Sie, ich fühle mich schon allein vom Ansehen des Fotos ganz fies. Die Bosse sitzen zusammen, treffen Absprachen, sicher vor dem Auge des Gesetzes. Einer ihrer Gorillas steht am kleinen Fenster Schmiere. Ich habe die Szene bildlich vor Augen. Ja, das Fenster ist bestimmt zum Aufpassen gut geeignet. Aber für mehr als das wohl eher nicht. Das Zimmer hatte noch ein paar andere Besonderheiten. Wobei unsere Stammgäste alle darüber Bescheid wussten. Jedenfalls findet das Pokern in geschichtsträchtiger Umgebung statt. Aber im Gegensatz zu früher lief bei uns alles sauber. Die Regeln sind einfach. Wir spielen eine Runde Poker mit 2 Kartenspielen. Okay, ja. Da hätte ich selbst nachgefragt, wieso 2 Kartenspiele. Ja, genau. Dasselbe hätte ich jetzt auch gefragt. Eine einfache Methode, um sich vor Betrügereien zu schützen. Wenn man zwischen 2 Kartenspielen abwechselt, kann niemand Karten dazu mischen. Oh, das ist ja okay. Mir ist da noch etwas aufgefallen. Außer den Karten auf dem Tisch sind da auch noch welche über dem Fußboden verteilt. Exakt. Karten auf dem Tisch, Karten auf dem Boden. Und sie ergeben jeweils ein komplettes Spiel. Ein Ort des Verbrechens, blau gemalt durch traurig hingeworfene Karten. Waren beide... Nee, Moment, waren beide Kartenspiele mit blauem Rücken? Das wäre ziemlich doof. Weil ein Rücken sollte halt schon rot sein, oder? Oder halt eine andere Farbe, sonst kannst du sehr wohl mischen. Welch Poesie dem innewohnt. Wir haben zum Spielen immer 2 Sorten Karten benutzt. Aha, eins der Kartenspiele war rot
das andere blau. Aha! Soweit ich mich erinnere, besteht ein Blatt beim Poker aus 5 Karten. Erscheint mir logisch, dass man da gut betrügen kann. Genau, man spielt mit Blättern. Hä? So. Dieses Duell, von dem Sie sprechen. Ich denke, das Gericht ist über die Art des Spiels ausreichend unterrichtet. Ja, genau, ganz genau. Es war schließlich einfach nur ein Spiel. Sind Sie da ganz sicher? Oh weh. Hä? Wegen eines einfachen Spiels müssen üblicherweise keine Menschen sterben, Herr Justice. Angeklagter, Sie befanden sich genau zur Tatzeit im Raum. Und trotzdem bestreiten Sie jedwede Verbindung zu dem Verbrechen? Ja, also das ist jetzt aber seltsam. Was ist seltsam? Ich war gerade dabei, zu unserem kleinen Duell in jener Nacht auszusagen. Ihre Frage zur Tat selbst verstößt zu diesem Zeitpunkt gegen die Regeln, Euer Ehren. Natürlich habe ich mit einem lauten Einspruch seitens der Verteidigung gerechnet. Ups. Das habe ich völlig verpennt. Nicht verzweifeln, Justice. Herr Gavin? Right. Es gibt ja etwas, das ich gern klargestellt hätte. Und zwar deine Rolle in diesem Fall. Und das bitte aus deinem eigenen Munde. Na, warum nicht? Also gut, der Angeklagte wird seine Aussage ergänzen. Nur einmal sagte nachhaken. Okay. Und schon habe ich eine komplett neue Aussage. Ich sage nichts über den Mord. Aber was die Mordwaffe angeht, ich habe sie nie berührt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Herr Wright im Zeugenstand lügt. Ist es nicht ein wenig früh für Schlussfolgerung? Hoppala, ich hätte jetzt nachfragen sollen. Das ist dein erstes Kreuzverhör. Geh die Sache langsam an. Wenn du mehr Informationen benötigst, vergiss das Nachhaken nicht. Okay, alles klar. Bin okay. Zeit, sich die Aussagen noch einmal anzuhören. Also, Barpianist, alles klar. Alles klar. Das ist alles. Ein Spiel in unseren Gästen gefällt's. Das haben wir noch gar nicht nachgefragt. Sie behaupten also, Sie hätten kein Glücksspiel betrieben? Das stimmt. Es war einfach nur ein Spiel. Sie haben kein Geld gesetzt? Kein bisschen? In unserem Spiel ging es einzig und allein um die Ehre. Oh. Hohoho, gut gesagt, Herr Wright. Ab und zu spiele ich auch ganz gern das eine oder andere Blatt. Der Einsatz, Ihre Zukunft. Könnten wir jetzt vielleicht wieder dem Verfahren widmen? Ich sage nichts über den Mord. Aber was die Mordwaffe angeht, ich habe sie nie berührt. Moment mal! Da haken wir mal nach. Sie sagen nichts? Der Angeklagte hat das Recht, die Aussage zu verweigern. Was Gesetze angeht, habe ich nicht alles vergessen. Ja, aber warum? Das ist für Sie eindeutig zum Nachteil. Und dein Job ist es, daraus einen Vorteil zu machen, oder? Ja, toll. Als ob ich nicht schon genug zu tun hätte. Justice, ist dir an der Aussage denn gar nichts komisch vorgekommen? Doch. Die Tatwaffe war angeblich die Flasche mit den Fingerabdrücken von Phoenix Wright drauf. Wenn er aber sagt, er hat sie nie angefasst, dann entweder lügt er oder war die Tatwaffe nicht die Flasche. Hä? Moment mal, irgendwas klang da tatsächlich etwas seltsam. Nur eine Kleinigkeit. Was war es bloß nochmal? Wenn es dir wieder einfällt, solltest du Beweise präsentieren. Und zwar Beweise, die der Aussage widersprechen. Ein Widerspruch in Herrn Wrights Aussage? Warum bloß? Ich werfe besser mal einen Blick in die Gerichtsakte. Brauche ich nicht. Hab volle Plan im Sack. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Herr Wright im Zeugenstand lügt. Ist es nicht ein wenig früh für Schlussfolgerung? Das ist dein erstes Kreuz für... Ja, komm, mach hin. Alles klar. Ich bin okay, alles klar. So, pass auf. So, also. Wir präsentieren... Hier, guck, die Mordwaffe, eine Flasche Traubensaft, trägt Herrn Wrights Fingerabdrücke. Laut Gerichtsakte wäre das die Mordwaffe, aber er sagt, er hat sie nie angefasst. Dann präsentieren wir das mal. Wo ist ein Y? Da. Sie behaupten also, die hätten die Mordwaffe nicht berührt? Diese Flasche Traubensaft? Richtig? Das habe ich gesagt. Stimmt was nicht, Herr Justice?
Oh. Tja, wirklich zu schade, dass unser Verteidiger nie gelernt hat, sich einfach dumm zu stellen. Was soll das heißen, Herr Payne? Ich habe die fragliche Flasche untersuchen lassen. Und sie war über und über mit den Fingerabdrücken des Angeklagten bedeckt. Einspruch. Holla. Kein Grund so zu schreien, Herr Justice. Wir können Sie auch so gut verstehen. Ja, ja. Übermäßiges Schreien schadet den Ohren des Richters und unserem Fall. Aber wozu denn meine Stimmbänder aus Stahl? Davon abgesehen, was ist so besonders an den Fingerabdrücken auf der Flasche aus dem Restaurant? Tja, das stimmt. Die Abdrücke allein sind kein Beweis dafür, dass er es... Oh, sie wären bedeutungslos, wenn es denn ganz gewöhnliche Fingerabdrücke wären. Aber es sind die Fingerabdrücke eines Barpianisten oder so. Hä? Aber die Fingerabdrücke auf der Mordwaffe sind verkehrt herum. Ach, der hat die... Ach so! Ah, okay. Oh, das ist schlecht für uns. Verkehrt herum? Was soll das denn heißen? Er hielt die Flasche verkehrt herum. Und dafür kann es nur einen Grund gehabt haben. Jawohl. Er wollte jemanden mit der Flasche eine überbraten. Wie wollte? Auha. Das sieht nicht so gut aus. Herr Gavin, ich glaube, wir haben ein echtes Problem. Ach, ich sehe kein Problem, Justice. Was? Einzig und allein die Wahrheit zählt. Alles hat seinen Grund, du wirst schon sehen. Angeklagter, können Sie dem Gericht die Fingerabdrücke auf dieser Flasche erklären? Okay, jetzt bin ich selbst gespannt. Ich verweigere weiterhin jede Aussage über den Mord. Fürs Erste. Ja, okay, Sie sind nicht gerade kooperativ, oder? Damit könnten Sie sich ins eigene Fleisch schneiden. Er ist sicher so unkooperativ, weil er uns etwas vorenthält. Es muss einen Grund geben. Einspruch. Euer Ehren, Sie scheinen etwas vergessen zu haben. Und was bitte soll das sein, Herr Gavin? In der Tatnacht. Wer war es denn, der die Polizei über den Mord in Kenntnis setzte? In Kenntnis setzte? Gut, es war der Angeklagte Herr Wright. Aber trotzdem. Was? Wirklich? Dem Polizeibericht zufolge wurde der Mord unweit des Tatorts über das Handy des Angeklagten gemeldet. Unweit des Tatorts? Sehen wir uns doch mal eine Abbildung des Tatorts an, ja? Der Mord geschah in einem kleinen Raum. 2 Etagen unterhalb des Erdgeschosses. Okay. So tief unter der Erde haben Handys natürlich keinen Empfang mehr. Der Angeklagte benutzte diesen Aufgang, um nach oben zu gelangen. Wieso waren da gerade 3 Stühle? Der Anruf erfolgte vom Erdgeschoss des Restaurants aus. Ich verstehe. Und das ist das Telefon, von dem aus angerufen wurde? Wrights Handy zur Gerichtsakte hinzugefügt. Der Angeklagte hätte sich auch einfach entschließen können, vom Tatort zu fliehen. Stattdessen kam er seiner Bürgerpflicht nach und meldete den Mord. Und Sie behaupten, er sei unkooperativ? Ja, gute Rettungsaktion, Herr Gavin. Diese Chance sollte ich nicht vergeuden. Ich denke, die Anklage hat vorerst genug mit unserem Mandanten herumgespielt. Gespielt? Ich versichere Ihnen, niemand ist es ernster. Was haben Sie noch gesagt? Der Angeklagte war genau zur Tatzeit im Raum? Woher wollen Sie das wissen? Das ist eine gute Frage. Woher denn? Moment, lassen Sie mich mal. Die einzige Möglichkeit ist ein Augenzeuge. Ah, Sie sind wirklich so gut, wie alle sagen. Es war also in der Tatnacht noch jemand im Zimmer. Das bedeutet, dass jemand das Verbrechen beobachtet hat. Das war bis jetzt nur das Aufwärmtraining, Justice. Bist du bereit? Klack. Na schön, die Anklage möge ihren ersten Zeugen aufrufen. Okay. Die Zeugin wird ihren Namen und ihren Beruf angeben. Einen Moment mal. Wo bitte ist die Zeugin? Ich vermute, sie hat Angst vor den dämonisch anmutenden Hörnern der Verteidigung. Was?
Nur ein bisschen Haargel, entspannt euch, Leute. Keine Angst, sobald ein Horn auf sie gerichtet wird, schneidet das Gericht es ab. Sie sicher sein, oh, sie ist eine russische Frau. Bei meinem Hammer. Bitte, kommen Sie, hoppala. Ist Gewalt gegen Frisuren denn kein Verbrechen, Euer Ehren? Na gut, wenn Sie meinen, es sei okay. Oh, scheiße, jetzt habe ich hier einen russischen Akzent angefangen. Das ist nicht gut. Also, die Anklage. Was ist denn hier los? Moment mal. Hätte die Anklage die Güte, uns die Staffage der Zeugin zu erklären? Ja. Sie ist eine Fachkraft. Dabei handelt es sich lediglich um ihre Arbeitsutensilien. Und das wäre? Mein Name sein Olga Orly. Ich kellner in das Bosch-Pot Restaurant. Und warum dann die Kamera? Ich serviere einen Bosch. Der gibt Namen zum Restaurant. Deshalb ist sein Stolz. Aber ich auch leisten. Wie sagen? Anderes Dienste. Und einer davon ist das Fotografieren der Gäste, nehme ich an. Da. Sehen hier beispielsweise. Damn. Okay. Neues Foto, keine Augen zu sehen. Phoenix sitzt da und hat Sandalen an. Und hat ganz viel Weinflaschen neben sich. Da ist ein Stuhl, das ist ein runder Tisch. Das war doch eben... Achso, das muss das... Achso. Ich glaube, dass das Restaurant ist Erdgeschoss oder so. Und 2 unten drunter ist der Raum, wo sie Poker spielen. Die spielen nicht im Restaurant Poker oder wie? Ja, egal. Sehen hier beispielsweise Dem. Was ist Dem? Keine Ahnung. Demdo. Das ist der Angeklagte. In der Tat, in der Mordnacht. Mann mit weißem Hut. Ich meine natürlich Hut. Ist gegangen kaputt. In der Tat. Das ist das Opfer. Ruhe. Erstaunlich, dass uns ein so wichtiges Beweisstück so zufällig in den Schoß fällt. Ist wie ich lassen fallen kalten Pott mit Borscht in den Schoß von Gäste. Zufällig. Aha. Dann wird das Gericht diesen Beweis zufällig akzeptieren. Olgas Foto zur Gerichtsakte hinzugefügt. So. Also Zeugin, wo waren Sie, als der Mord geschah? Ich war im Zimmer. Im Geheimzimmer, wir nennen. Das Geheimzimmer? Das Zimmer, wo berühmte Bandite Bad Guy seien verhaftet worden. Das Zimmer sein, wo Mord passiert. Sie sind überrascht. Sie so süß aussehen. Ich später warten bei Tür von Gerichtssaal auf Sie. Da. Ich Fotos nummerieren und Sie schreiben, von welchem wollen haben Kopie. Zur Tatzeit befanden sich also 3 Personen in dem Zimmer. Das Opfer, Shady Smith, Herr Wright und Olga Orly, unsere Zeugin. Und wenn Herr Wright nicht der Mörder ist, dann heißt das... Na schön, Zeugin. Berichten Sie dem Gericht, was sich in jener Nacht ereignete. Okay, aber erstmal gucke ich in die Gerichtsakte. Und zwar, mit diesem Handy rief der Angeklagte vom Erdgeschoss des Restaurants aus die Polizei. Erstmal Handy angucken, okay. Ach, guck mal da. Wow, der Akku ist mit einem Klebeband fixiert. Er braucht ein neues Handy. Vielleicht kann er sich keins leisten oder es ist ihm egal. Kann ich das irgendwie abmachen? Scheint nicht so. Keine Hinweise. Okay. Hätten wir hier noch der Angeklagte und Herr Smith im Bosch-Pot. Kann ich hier? Das ist irgendwie gefülltes Brötchen oder sowas. Okay, ich erkenne jetzt hier, also außer die Sandalen, die machen mich fertig, erkenne ich jetzt nicht viel. Okay. Wir gucken mal. Olga Orly, die Zeugin, russische Kellnerin im Bosch-Pot, okay. Also, dann berichten Sie mal. Zeugenaussage. Jene fatale Nacht. Jene Nacht, Gast mich fragen, geben Garten für Spiel. Sein kalt. Beide Spieler mit Hüten spielen, da. Opfer, er spielen ganze Zeit mit Hand an Medaillon um Hals. Dann letzte Blatt spielen, aber passieren schreckliche Sachen da.
Diese Mann springen auf Opfer und würgen es bis sein Tod. Alter. Moment. Der ist gestorben durch Blutungsgedönse, weil er was an den Kopf gekriegt hat. Und sie hat gerade gesagt, der wäre gestorben, weil er erwürgt wurde. Da stimmt was nicht. Okay, wer hat denn das Spiel eigentlich gewonnen? Ist das nicht offensichtlich? Das Opfer war der Gewinner, Herr Smith. Einspruch! Das ist lächerlich, weil Herr Wright gar nicht verlieren kann. Justice? Hättest du vielleicht noch einen berechtigteren Einwand? Ja, aber er hat seit 7 Jahren nicht verloren. Glauben Sie es mir einfach, Junge. So etwas ist schnell passiert. In meinen ersten 7 Jahren als Ankläger habe ich auch keinen Fall verloren. Zufälligerweise liegt mir ein Beweisstück vor. Ah, okay. Das sind die Spielchips. Und zwar genau zu der Zeit, als die Tat geschah. Das Blatt und die Chips auf dieser Seite gehören zum Angeklagten, Herrn Wright. Okay, die haben beide ein Full House. Aber er hat 3 Könige und 2 Asse. Das Blatt und die Chips auf dieser Seite gehören zum Angeklagten, Herrn Wright. Die auf der anderen Seite gehören zum Opfer, Herrn Smith. Chips, sagen Sie. Ich meine, ja. Stellen Sie sich Poker wie Krieg vor. Ihr Blatt ist die Armee und die Chips sind Ihre Beute. Ja, ich weiß schon. Schließlich nannte man mich in meiner Jugend den Poker King von Gerichtssaal Nummer 3. Er meint wohl eher Pokerface. Okay, wenn ich mir das Foto so ansehe, scheint es wirklich, als wären die meisten Chips auf der Seite des Opfers. Spielchips-Foto zur Gerichtsakte hinzugefügt. Na schön, die Verteidigung kann die Zeugin ins Kreuzverhör nehmen. Okay. Kreuzverhör. So, jetzt. Moment. Jene fatale Nacht. Ich will mir eigentlich nochmal die Gerichtsakte angucken. Kriege ich gerade nicht hin, egal. Jede Nacht Gast mich fragen, geben Karten für Spiel. Moment mal. Erstmal immer schön nachhaken. Wir haben die Karten gegeben. Tun Sie das häufiger? Da, ich das tun. Wenn Gast wünschen, ich gebe alles. Borsch, Karten, mehr Borsch und Foto. Das sei meine Arbeit. Gut von einem Ort zu hören, an dem das Wort Service noch etwas zählt. Sie heißen willkommen im Borsch-Sport, wo Borsch sein warm wie Kellnerin. Okay, alles klar. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie während des Verhörs keine Flyer verteilen würden. St. Kalt. Beide Spieler mit Hüten spielen da. Moment mal! Wir haben April. Wie kann es da so kalt sein? In Bosch-Sport, wir stolz auf originales, ländliches, russisches Atmosphäre. Draußen Frühling sein, aber drinnen sein immer kalt, wie Mütterchen Russland. Die werden mich nie zu Gesicht kriegen, mich auch nicht. Wenn geht um heiße Borscht, kalte Zeit sein beste Zeit von Jahr da. Opfer spielen ganz Zeit mit Hand am Medaillon um Hals. Moment mal! Sein Medaillon? Ich glaube, es ist ein Anhänger für gute Glück da. Er viel anfassen, wenn spielen in jener Nacht. Tja, vielleicht hat er den ganzen Tag lang nichts gegessen. Obwohl, es war klein genug, um es um den Hals zu tragen. Davon wäre er nie satt. Hä? Die Verteidigung bittet um Klarstellung. Es geht wirklich um ein Medaillon, also nicht um ein Schweinemedaillon. Okay, das habe ich jetzt dazu gedichtet. Ich meine, ein Amulett mit einem Bild, richtig? Kein Stück Fleisch. Okay, der denkt auch an Schweinemedaillon. Natürlich, das war mir völlig klar. Vielleicht war es ja geformt wie ein Stück vom Rind. Deswegen hat sie es so genannt. Nein, ein Medaillon ist ein... Der Form halber weise ich dich darauf hin, dich nicht über Schwerhörige lustig zu machen. Schwerhörig? Eher schwer vom Begriff? Also, was passierte dann? So, jetzt kommt's. Dann letzte Blatt spielen, aber passieren schreckliche Sachen da. Moment mal! Etwas Schreckliches? Ah. Würde die Verteidigung ihr unbegründetes Gekreische einstellen,
Ja, tut mir leid. Über den Sinn des Stimmtrainings sollte ich nochmal nachdenken. Also, Frau Orli, können Sie uns erzählen, was dann passierte? Oh, ich so viel Angst gehabt. Da, ich zittern vor Angst. Okay, mach mal hin. Diese Mann springen auf Opfer und würgen es bis sein Tod. Moment mal. Ja, aber der Angeklagte würde so etwas niemals tun. So eine ungewöhnliche Verteidigungsstrategie habe ich ja noch nie erlebt. Wenn es geht, bitte lass diese Peinlichkeiten. Allerdings, warum sollte jemand sowas wegen eines Pokerspiels tun? Vielleicht es gemacht haben, weil Angeklagter verlieren ein Spiel? Genau, eine beschämende Niederlage für einen Mann, der nur das Siegen kannte. Ich guck mal kurz in die Gerichtsakte, weil... Okay, was ich mich jetzt gerade frage, sind die kleinen roten Chips vielleicht deutlich mehr wert als die großen grauen? Könnte ja sein, weil dann hätte Phoenix vielleicht mehr Geld gehabt. Weiß ja nicht, wie viel die wert sind. So, egal. Am Schluss ist es immer noch so, wir gehen mal auf die Gerichtsakte. Todesursache Gehirnblutung, ausgelöst durch Schlag gegen Stirn. Und diese Frau hat gerade gesagt, durch Erwürgen. So. Typisch. Gewinner sind miese Verlierer. Je höher man ist, desto tiefer man fällt. Leg los, ich bin sicher, du weißt, was zu tun ist. Jawohl, Herr Kevin, überlassen Sie das ruhig mir. Zum Zeitpunkt des Mordes befanden sich nur 3 Personen in dem Zimmer. Das Opfer, Shady Smith und Herr Wright. Das Opfer, Shady Smith, Herr Wright und wenn Herr Wright nicht der Mörder war... Jetzt hab ich dich, Orli. Okay, also... Die da müssen wir angreifen. Und zwar müssen wir da was präsentieren. Und zwar das da. Einspruch! Oh, wirklich? Sie sagen, er würgte ihn? Seltsam. Da, normale Gast, nur würgen von Borscht. Nein, ich meine, laut Bericht war die Todesursache ein Schlag gegen die Stirn. Argel. Frau Orli, ganz ehrlich, haben Sie die Tat beobachtet? Oh. Respekt? Auf diesem Foto sieht es nicht so aus, als wäre er erschlagen worden. Er hat zum Beispiel noch seinen Hut auf. Okay, da hat er recht, der gute Richter, ne? Aber Fakt ist, er wurde erschlagen, Euer Ehren. Ah, okay. Hier ist ein Foto von der Spurensuche ohne Hut. Okay, also das ist schon recht schockierend. Auf diesen Kopf wurde eindeutig eingeschlagen. Zeigt die Stirn des Opfers. Der Hut wurde entfernt. Okay. So, aber ich sehe, wie passiert. So, Moment, ich muss nochmal schnell in die Gerichtsakte gucken. Der hat kein Amulett an. Moment, wer hat die ganze Zeit mit dem Medaillon gespielt? Er oder Phoenix Wright? Da habe ich nicht aufgepasst. Das ist schlecht jetzt. Ich guck mal. Ist vielleicht hier... Hier hat er ein Amulett an. Da guck. Also er hatte so ein Medaillon, nannten sie es ja. Okay, da fehlt ein Medaillon. Fällt mir auf. Okay, mal gucken. Das halten wir mal im Hinterkopf, ne? Ja, also. Angeklagter, er strecken Hände aus nach Opfer, nach Hals. Ach ja, Frau Orli. Oder habe ich Sie da diesmal bei einer dicken Lüge erwischt? Justice? Ich bewundere deinen Enthusiasmus, aber denk noch mal genau nach. Was meinen Sie? Das ist doch ein Widerspruch. Es gibt da ein Detail in Ihrer Aussage, das mich beschäftigt. Na schön. Ich denke, wir sollten mit dem Kreuzverhör fortfahren. Man kann sich auch zu viele Gedanken machen, Mann. Hier kommen wir nicht weiter. Wir müssen uns umorientieren. Also, man kann allerdings auch zu laut denken, ne? Ja, ja. Jede Nacht Gast mich fragen, geben Karten für Spiel. Okay. Sein Karl. Beide Spieler mit Hüten spielen. Moment. Ich guck noch mal. Auf dem Bild haben sie beide den Hut auf. Ja, er hat eine Mütze auf. Mütze, Hut. Mütze, Hut, besser als Glatze. So, weiter. Das kann es nicht sein. Opfer. Er spielt die ganze Zeit mit Hand an Medaillon um den Hals.
Auch das ist hier noch zu sehen. Hier hat das höchstwahrscheinlich nicht mehr. Und hier ist es noch weniger zu sehen. So, dann letzte Blatt spielen, aber passieren schreckliche Sachen. Zuerst Angeklagte versuchen zu würgen Opfer, dann ihn mit Flasche hauen. Was ist ihre letzte... Ah, zuerst Angeklagte versuchen zu würgen Opfer, dann ihn mit Flasche hauen. Moment mal! Sie erwähnten bisher nichts von einem Schlag. Mir leid tun. Wir müssen vergessen haben, da. Zeugin, seien Sie in Zukunft genauer bei dem, was Sie aussagen. Oh, da. Tut mir leid, Euer Ehren. So, das sollte dann auch die fehlende Übereinstimmung mit dem Autopsiebericht erklären. Der Angeklagte hatte vor, sein Opfer zu erwürgen, überlegte es sich dann aber anders und entschied sich für eine einfachere, direktere Methode. Ja, das fasst das ganz gut zusammen. Er hat ihn also erst erwürgt und dann erschlagen? Irgendwie kommt mir das alles komisch vor. Leg los, ich bin sicher, du weißt, was zu tun ist. Ja, okay. Zum Zeitpunkt des Mordes 3 Personen. Opfer, Shady Smith, Wright und... Okay. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich sie nicht wirklich. Also der Gast ist Shady Smith. Kalt. Ich hake da noch mal nach. Vielleicht bringt's noch was, wenn man noch mal nachhakt. Weiß ja nicht. Okay. Opferspiel. Okay. Soll ich jetzt dieses Bild präsentieren oder dieses oder das da? Weil da hat er noch ein Medaillon. Ich nehme das da. Einspruch! Euer Ehren, was denken Sie über die Zeugenaussage? Shit, das war ein Fehler. Ich bin mir nicht sicher, ob ich Ihnen folgen kann. Sie widerspricht eindeutig. Ich dachte, Sie klingen nicht sehr überzeugt, Herr Justice. Einspruch abgelehnt. Ja, das hat mir beim Richter wohl keine Pluspunkte eingebracht. Nee, definitiv nicht. Opfer, er spielt die ganze Zeit mit Hand an Medaillon um Hals. Ich frag mal nach. Sein Medaillon? Ich glaube, es ist ein Anhänger für gute Glück, da? Er viel anfassen, wenn ich spiele in jener Nacht. Tja. Also, jetzt geht's wieder um das Essen-Gedönse da. Ja, okay. Ah, ich hänge gerade ein bisschen. Okay. Also, aber wenn er doch erst versucht hat... Moment, ich hab eine Idee. Aufpassen. Man sieht keine Würgemale am Hals. Keine Ahnung, ob man sowas sehen würde. Ich probier's mal, oder? Einspruch! Das ist nicht gut. Immer, wenn ich einen Einspruch vorbringe und die Musik hört nicht auf oder ändert sich, dann war es falsch. Das ist jetzt alles nicht so gut. Jetzt pass auf, wir machen das folgendermaßen. Ja. Einspruch abgelehnt. So, ich gehe mal kurz speichern. Lalalala. Mann, ey. Kann doch nicht sein, dass ich jetzt hier schon ins Schwimmen komme. Was ist denn das für eine Kacke? Moment mal! Also. Manchmal hilft es halt einfach, alles nochmal erklären zu lassen. Oder hätte ich vielleicht... pass auf. Ja. Hätte ich vielleicht... Pass auf. Was auch noch sein kann... Einspruch! Och nö! Weißt du, da steht halt nichts drin von erwürgt. Das meinte ich. Das ist gerade sehr schlecht. Das ist gerade super schlecht. Sag mal, ich hänge hier gerade fest. Mann, ey, das ging schnell. Schon
Schon hier gleich hänge ich schon. Ei, 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 ei. Huch! Da habe ich hier aus Versehen ein automatisches Dingens geladen. Ah, das tut mir jetzt aber leid. So, das tut mir sehr leid gerade. Eieiei, wie konnte mir denn das passieren? Ja, und damit habe ich auch ganz schnell erklärt, wie man dieses Spiel spielt. Huch, ich habe ja wieder volle Energie. Wie kann denn das sein? Kann denn das Problem sein? Also da ist es kalt und sie haben beide Hüte auf. Ich hoffe jetzt nicht, dass ich da drauf Einspruch und sagen muss, guck mal, Phoenix Wright hat gar keinen Hut auf, er hat eine Mütze auf. Das glaube ich nicht. So. Da fehlt halt das Amulett, ja, das habe ich schon erkannt. Schlag gegen Stirn. Ah. Ich weiß nicht, soll ich da drauf mal das Bild zeigen? Komm, ich probiere mal, aber... Ja, aber das ist Quatsch. Das ist definitiv... Also, warte mal. Ich kann es ja mal zeigen. Guckt euch mal den Raum hier an. Der sieht gut aus. Da liegt Schnee. Warum auch immer, weil es halt kalt ist. Da ist ein Kamin oder sowas. Ein gescheiter Stuhl, ein Tisch. Das ist ein komplett anderer Raum wie das da. Das ist ein runtergeranzter irgendwas Raum mit einem blöden Dingens. Außerdem ist hier sind andere Sessel und alles. Es ist ein eckiger Tisch. Es ist ganz was anderes. Also ich will sie jetzt nicht da drauf ansprechen. Das will ich jetzt halt nicht. So, aber was soll ich denn da machen? Welches Bild habe ich denn vorhin drauf gemacht? Das da mit dem Medaillon? Ich glaube, ich habe eins genommen ohne. Komm, ich nehme mal. Einspruch! Nee, das war's nicht. Ach Mann, ey. Ich bin so ein schlechter Anwalt. Okay. Ist mir egal. So. Ich habe schon wieder vergessen, welches Bild ich genommen habe. Ich glaube, eben habe ich das genommen. Medaillon. Einspruch! Okay. Das Problem ist, ich nehme auch irgendein Foto und vergesse sofort, welches verkackte Foto ich genommen habe. Ja, das ist jetzt nicht gut. Das ist mir egal jetzt hier, so. Okay. Ja, irgendwas muss ich hier präsentieren, aber was? Das da? Einspruch! Nee. Okay. Ja, laber mich nicht zu, du Affe Zippel. Ich bin hier am Nachdenken, gucke. Moment mal! Kann ich hier nicht Autoplay? So. Okay. Ja, schon klar, ne? So, da habe ich auch schon mal nachgefragt. Ja, ich frage jetzt einfach nochmal alles nach. Ja, aber das habe ich alles schon gefragt. Ich bin mir nicht sicher, wie es weitergeht. Und da habe ich sie auch schon drauf angedingst. Was mache ich jetzt hier? Also, das habe ich schon gemacht. Das habe ich gemacht. Das hat damit nichts zu tun.
Ich habe, glaube ich, alle 3 Fotos schon drauf. Und die Flasche. Und das da. Ich werde jetzt nicht meine Anwaltsmarke zeigen. Das Handy hat damit nichts zu tun erstmal. Zumal... Moment, ich... Einspruch! Ja, Leute, ich habe keine Ahnung. Ich sag, wie es ist. Ich habe keine Ahnung. Und wie es der Zufall so will, ist knapp 1 Stunde, wo ich dieses schöne Spiel schon spiele. Und da muss ich jetzt leider Schluss machen. Und dann vertagen wir das heute. Habe ich hier ein Hämmerchen? Ne, ich habe einen Kugelschreiber. Die Sitzung wird vertagt auf morgen. Und in dieser Zeit bitte ich den Verteidiger etwas in sich zu gehen. Und vielleicht kriege ich es dahin, dass ich bis morgen meine Energie etwas auffrischen kann, wie durch Zauberhand. Und ich werde dann etwas in mich gehen und überlege mir, wo jetzt das Problem ist. Aber ich sag's euch gleich, wenn es irgend so ein Dummquatsch ist, wie das Phoenix Wright manchmal leider hat, also die Ace Attorney Spiele, dass man irgendetwas, wo keinen Sinn ergibt, so, dann werde ich aber ganz böse gucken dann. Ah ja, das werde ich dann morgen machen. Ganz böse gucken. Okay? Gut. Bis morgen. Ciao. Sitzung ist geschlossen.